Hallo, mit Episode 241 ist das Ende vom Fallout 4 DLC Verhaber in Sicht. Die Episode geht am 3. Februar online. Seit 2015 spiele ich das Spiel, habe mittlerweile über 2500 Stunden im Commonwealth auf 3 Systemen verbracht, mit all seinen guten und weniger guten Seiten. Folge 1 meines Fallout 4 Let's Plays ging am 19.11.2019 online und ich habe noch 1300 GB Aufnahmematerial von Fallout 4 gespeichert, das noch bearbeitet gehört. Bis zu Folge 285 ist der eigentliche Rohschnitt fertig, gehören eigentlich nur mehr die Intros ran und Thumbnails gestaltet. Mit Ende des Verhaber-DLCs möchte ich das Fallout 4 Let's Play vorerst beenden und mich anderen Spielen widmen, da sich mittlerweile eine gewisse Müdigkeit eingeschlichen hat und es mir derzeit auch keinen Spaß macht, Fallout 4 irgendetwas zu schneiden, geschweige dessen zu spielen. In den letzten Wochen und Monaten habe ich über Steam, GOG und Xbox viel zusammengetragen, das ich irgendwie zeigen will und auch spielen möchte. Bei Serious Sam hat es sich so zugetragen, dass ich die letzten 2 bis 3 Stunden zusammenschneide, unkommentiert und dann auf meinen Erfahrungen mit dem Spiel mein Fazit aufbaue. 2 Mottos, die zu Serious Sam 4 passen würden. Weniger ist oft mehr und was stark begann, wird mit dem Ende hin immer schwächer. Serious Sam 4, meine Hassliebe 2021. Und derzeit ist auch kein neueres Spiel für mich in Sicht, da ich auch die Entwicklung von Biomutant abwarte. Nach Serious Sam 4 geht die Outer Worlds weiter inklusive DLC und danach geht Alan Wake online. Wie versprochen. Was ich nach Fallout 4 zeige, lasse ich noch offen, da ich noch etwas versuchen will und dir nichts versprechen will, was dann nicht eintritt, eins nach dem anderen. Zu guter Letzt, dank unzähliger Mach dies, Mach das beste Schnitzelmesser in the Hood YouTuber, deren Videos mir empfohlen werden, ist mein Interesse an Cyberpunk 2077 auf einem Tiefpunkt. Ich persönlich bin nicht mit dem Mainstream affin und habe auch nicht vor, auf Next Gen zu wechseln und mir Remastered Spiele zu geben, jene ich bereits auf älteren Systemen besitze. Nur weil BioWare an Dragon Age 4 oder einem neuen Mass Effect Teil arbeitet, heißt das nicht, dass es gute Spiele werden, da viele der ehemaligen Entwickler gar nicht mehr bei BioWare arbeiten. Und vergesst nicht, welche Pleite BioWare mit Anthem abgeliefert hat. Man sieht sich und bis bald.